Onse Jeschicht. Onse Jeschicht wordt composiert van George Rampel, der nu woonhoofd is in Winkler, Manitoba. Onse Jeschicht handelt van de Mennonieten die in de 1920 jaren naar Mexico trokken, zum Teil wegen ihrer Schulvrijheden begrenzt worden in Canada. Nu, in 1936, wurde het van de afschnitt van Holland, hadden zij waren erreicht in Mexico City met de regering in Mexico, dat zij waren ihre volle Schulvrijheden hadden, en hier wordt ook vertaald van een aanvang van een nieuwe Siedlung in Coahuila, die aber nicht sehr erfolgreich geweest is. George Rampel werd de tijd woonhoofd in Mexico en heeft veel van dit zelfs miterleefd. Dit is de berichtradio zij heeft bij de Atlantische radiostation in Elmer, Ontario. Ik zie Hein Rampel en ik wens je een goede aanvang. Onse Jeschicht Nummer 27. Wir vertalen uns ditmal noch Wada Meyer von ODO, kolonische Vertreter in Mexico City, 1936 im Fahrjahr, noch Wada bei der föderalen Regierung, door am aanhielden dat de president de Mennonieten ihre volle Schulvrijheden noch Wada teruggeben soll. De Mennonieten ihre Vertreter, Cornelius Schmidt von der Swift-Current-Kolonie, Abraham Dick, en voorsteher Gerard J. Rampel van de Manitoba-kolonie in Chihuahua en Johan Peival van de Patos Durango-kolonie werden im Fahrjahr 1936 noch Wada 7 werk in Mexico City. Sie arbeiten door met Hugonatus Taub noch Wada aan dat de Cardenas-regierung an de volle Schulvrijheden noch Wada teruggeben soll, zoals de Obregon-regierung an de 1921 voor Emma versproken had. Einer von der Cardenas-Regierung era in Speitas, der am Herbst 1934 nur den Mennoniten in Chihuahua geschickt worden war, der hat den Mennoniten gesagt, dass, wenn da noch irgendwas anderes wäre, was an in Chihuahua so anrührig mirkt und von Mexiko wegstreift, als die Regierung ihre nie Schuld setzen, dann würde die Regierung damit handeln. Und die Mennoniten ihre Vertreter sehen der Cardenas-Regierung ditmal, da wir noch wat anderes, wo wir in all adelige Familien strikt nach Kanada getrokken wären, und wenn da nicht bald wat mit gedonen wird, dann würden da wir noch viel mehr Familien strikt tragen. Auch da noch, wenn der Präsident der Mennoniten noch weiter ihre volle Schulvrijheden zurückgeben würde. Sie sehen zu der Regierung, wenn die sogenannte mexikanische Ejidos oder Kleinformer, dann die wären so die Mennoniten immer Völker überfallen und bestohlen. Dat die bij de Mennoniten zo Völker aanbreken. En dat zo'n Banditen in Durango sogar hier en daar Frühes und Merkes vergewaltigten. Dat het wirklich so scheint, als wenn viele Mexikaner glaubten, die Mennoniten hadden mit den Schulvrijheden verlieren, auch ihren Schutz von der Regierung nicht mehr anfallen. Dat het ook manchmal te merken weer dat er al viele mexikanische ejidos, agradisten wären, die al damit rekenden en al zij dan al luiden dat de Mennoniten ihre Wirtschaften verloten en wegtragen sollen, zodat zij die aannemen kunnen. En zo'n lieden erlaubten zich scheinbar al veel driester te zijn met ihrem Mennoniten überfallen en bestehlen. Eine kleine Gruppe Ejidos wird sich an der Manitoba-Kolonie sogar einmal zu versuchen, den Mennoniten das Land wegzunehmen. Die kämen da einfach dicht bei der Isarbahn auf dem Tolbachschen Vormland und fangen an, einen Tün zu tragen, warum dort vielleicht Land, was sie sich rekenden, zu eignen. Aber als der Vorsteher das bei der Chihuahua-Regierung angemalt haben, dann brachten die Soldaten diese Gruppe Ejidos da bei sich herauf. Sie mussten ihren Tünware wegnehmen und verloten. Und dann endlich, im Juni 1936, gab der Landespräsident Lázaro Cárdenas den Mennoniten ihre Vertreter, Cornelius Schmidt, Abraham Dick, Johan Peival und Vorsteher Gerard J. Rampel schriftlich die Versicherung, dass sie die von der Álvaro Obregón-Regierung gekriegene Schulvrijheden weiter in Fall haben können. Und der Präsident versichert diese Männer auch,
dass die Chihuahua und die Durango-Regierungen selbst schriftlich weitergelassen hat, dass sie den Mennoniten ihr Privilegium, das in volle Schulfreiheiten versichert, auch respektieren sollen. Und auch, dass sie die Mennoniten vor Banditen beschützen sollen, so es dort ihre Aufgabe wäre, in den Mennoniten erreicht. Den Mennoniten besseren Schutz geben zu können, will die Föderalregierung dicht bei dem Schrotzweg, der so Schrotz von San Antonio über die Manitoba-Kolonie nach Swift Current Darpa Han ging. Ich glaube, dort wir dicht bei Rheinland, in paar Baraken, wo Soldaten hießen, für eine Gruppe Soldaten. Und stahl die dort an, die Mennoniten zu beschützen vor den Banditen. Und auch auf der Swift Current Kolonie wurden so eine Baraken gebaut für Soldaten. Als die mexikanischen Soldaten nur ein paar Jahre aus diese Baraken rübertrokken, dann wohnten dort binnen auch noch mal arme Mennonitenfamilien für ein Stückchen. Und als die Mennoniten erst wussten, dort an war da volle Schulfreiheit und besserer Schutz vor Banditen versprochen wird, dann fangen die meisten Leute sich in Mexiko wieder so langsam an zu beruhigen. Aber viele Familien bleiben doch noch lang sehr unruhig. Die trüdende Regierung in Mexiko gar nicht. Immer weiter trocken einzelne Familien zurück nach Kanada. Von Blumenort trok 1936 die Klaas-Heide-Familie zurück nach Manitoba. Als Banditen 1935 bei Wilhelm Thysens und Scheinwees angebrochen hadden und noch geschoten hadden, dann trokken sie auch zurück nach Manitoba. Bald trok auch die Henry-Schallenberg-Familie von Scheinwees und noch verschiedene andere Familien aus anderen Darpa zurück nach Kanada. Und er waren noch lang immer hier und da kleine Gruppen kolonische Familien, die sich versuchten, taub zu stonen und zurück nach Kanada zu tragen. Eine kleine Gruppe Kolonier, 24 Personen, trokken al 1931 zurück nach Kanada. Diese Familien kamen erst nach Manitoba, um Geld zu verdienen, und trokken dann 1932 nach der Lacrete-Gegend im nördlichen Alberta. Wenige Jahre later trokken noch ein paar Mal kleine Gruppen kolonische Familien von Chihuahua, Mexiko, nach der Peace River oder Lacrete-Gegenden in Alberta, wo all Kolonien von Saskatchewan und Manitoba angetrokken werden und noch waren ihre eigene deutsche Schulen hatten. Manch eine von diesen Gruppen wie auch die Hermann-Bahnmann-Familie, die in Mexiko am Dorf Rosenthal in Stur gehabt hatten. Die Bahnmanns hatten Banditen auch mehrere angebrochen und viel gestohlen, und da wären trocken sie zurück nach Kanada. Die Hermann-Bahnmann-Familie trok nach Fort Vermilion, Alberta. Lang dem Peace River im nördlichen Alberta von Carcayo, Bad Lacrete und Fort Vermilion siedelten in den 1930er Jahren, 40er Jahren, so langsam immer noch mehr mennonitische Familien an, die von Mexiko, von Manitoba und besonders von Hague, Saskatchewan kamen. Lacrete ist von der eine große Stadt, und in dieser Stadt, so sagt man, wird noch mehr Plattdeutsch geredet als in Winkler, Manitoba. Und meist alle Lied im nördlichen Alberta sind von unserem Lied, von der Oldkolonie. Ich habe uitgevonden, dass ich da viel kleine Vaters und Cousinen habe. Und vielleicht noch viel mehr Third Cousin. Wir können noch viel vertalen von Lacrete, Alberta. Wir tun dort vielleicht later noch mal. Das gibt ein Buch von Lacrete, das heißt A Heritage of Homesteads, Hardships and Hope. Diese Bücher sind lang uitverkauft, aber meine Verwandten haben von mir da eingefangen und mir da zugeschickt. Das Buch ist ein lesenswertes Buch. Nachdem die Mennoniten in Mexiko im Juni 1936 weiter ihre Schulfreiheiten in Fall hatten und die meisten Leute weiter Mauter geworden wären, verbessert sich auch ihre wirtschaftliche Lage.
Käsefabriken entstanden, eine nur der andere. Das meint nicht lang, dann kann jeder Bauernfamilie ihre Milch entkonnen an der Dorfskost zu morgens handstellen, von wo die Melkführer die nehmen, ab ihren Wagen und abstalden und nur die Käsefabriken führten. Bald namiddag brachten die Melkführer die Konen mit Wodig de Bernen terug, stalden die Wader bei jeder Bauer seinem Haak aan, und die Lied hadden Wodig für ihre Kalver und Schwein. Jeder mennonitische Bauer in der mennonitische Dorpen kreeg nu regelmäßig 2-mal im Monat sein sogenanntes Milchcheck. Vor sehr viele Jahren haben die meisten Mennonitenfamilien in Mexiko größtenteils mit den Milchverkäufen ihren Lebensunterhalt verdient. Als das so weit wäre, dass alle Lied regelmäßig ein bisschen größere Einnahmen haben durch den Milchverkäufen, dann wären da aber auch allweiter viele junge Lied, für die kein Land mehr da wird, auch formen worden können. Und das wir in dieser Zeit, in den laten 1930er Jahren, als die Gemeinde ihr Land Süden von Cuauhtémoc, wo nu die Dorpen Weidenfeld Nummer 28, Kranskart Nummer 27 und Silberfeld Nummer 26 sind, mit einmal ziemlich bosig alle verkaufen können. Und als das Land alle verkauft wird, dann fehlt das doch noch immer an mehr Land. Und die Vorsteher versuchten auszufinden, wo in Mexiko noch passendes Siedlungsland zu kaufen sein mocht. Sie erfuhren auch bald immer weiter, dass hier und da Großgrundeigentumer wären, die von ihrem Land große Flächen verkaufen wollen. Vielmal sind Vorsteher und etliche andere Männer gefahren, so eine Ländereien zu beseinen. Etliche Mal sahen sie so ein Land, was an all gefallen. Sie fingen hier und da so eine Ländereien, wo boven der Regenfall gerade so gut wäre als am Bastierstall in Chihuahua. Aber ehe sie sich vertrüden, mit irgendeinem Großgrundeigentümer einen Landhandel anzuknappen, und ja sagten sie erst bei den Regierungen, auf das Land frei sein wird von Agraristen. Und bei so einer Untersuchungen fingen die Vorsteher meistens immer weiter, dass die Großgrundeigentümer Krieg da wären, ihr Land verkaufen wollen, weil Agraristengruppen all bei den Regierungen versuchten, Freiheit zu kriegen, Krieg dort Land für sich annehmen zu dürfen, was die Großgrundeigentümer den Mennonitenjähren verkaufen wollen. Da wären wir dort vor mehrere Jahren immer weiter nicht mit mehr Siedlungsland kaufen. Ich will hier ein bisschen vertalen nu, von was ab einem Kontrakt ist, die zwischen Großgrundeigentümer und Regierung gemerkt worden. Nach der Revolution, die von 1910 bis 1920 in Mexiko war, hat die Regierung mit Großgrundeigentümer für gewisse bestimmte Jahre einen Vertrag oder einen Kontrakt gemerkt, der auf eine Seite beschreibt, dass die Regierung den Großgrundeigentümer dafür beschützen wird, dass die Agraristen nicht mal gerade so irgendwo Fläche Land fortnehmen können, ohne dass sie bei der Regierung vorher rechtmäßig dazu angelegt haben. So ein Kontrakt ging noch weiter zu erneuern, wenn die aufrand. Und wenn da noch keine Agraristengruppe bei der Regierung daran angeholt hat, dass sie dort für sich annehmen können. Aber an der anderen Seite ab diesem Kontrakt, den die Regierung mit Großgrundeigentümer gemerkt hat, wird dort Krieg beschrieben, dass die Großgrundeigentümer von seinem Land, wenn der Kontrakt aufrand, freiwillig an Agraristen aufgeben wird, wenn in seiner Umgebung erst genug arme Leute wohnen, die dort an Land fehlt, und die bei der Regierung daran anhalten, dass sie an freigeben sollen, ein gewisses Fleck Land für sich anzunehmen. Dit vertelde die gewesene Vorsteher Cornelius de Rempel mir mal so, als hij mit seiner Familie toch al in Ontario wohnt. Und dann zei de Rempel, wenn ich, als wir mal das Santa Rita Land kauften, all gewusst hat, was ab der Hinterseite von einem Großgrundeigentümer seinen Kontrakt mit der Regierung stund, dann würde ich nicht da angearbeitet haben, das Land zu kaufen für den Mennoniten. Lothar noch mal mehr von dem Santa Rita Land kaufen. Am de Großgrundeigentümer ihrem Land herum woonden meistens auch arme Ejidos oder Agraristenfamilien, denen ihre Jungs dort an Land fehlt, zum auch Kleinfarmer worden.
En zo'n vormden dan groepen en leerden dan dat de dag komen zal, wanneer de grootgrondeigendommer zijn contract met de regering afronden zal. Die nemen zich einen Vertreter aan, die zich met zo'n zaken verstond, en leiten dich aan bij de regering aanvragen, of zij dan, wanneer de dag komen wordt, dat de grootgrondeigendommer zijn contract uitrandt en hernieuwd worden moest, een gewisse bestemde poort van dem zijn land voor zich aannemen durven. Wanneer grootgrondeigendommer wisten dat zij aan zo'n leeuw zennen worden wanneer de dag komen wordt, wo zij een contract met de regering worden hernieuwen moeten, dan verzochten zij met of kotentoop velken schwind nog verheer zo'n land aan Mennonieten te verkopen. Tegelijk is zo'n landverkoper in of koten dat meestens niet gelungen. Aber met dem Santa Rita land in Chihuahua is aan dat tweemaal gelungen. Daarvan later nog mal meer. Met de tijd, 1943, besloten de Manitoba-kolonisten zo'n land te kopen wat bewässert worden moest. Daarna werden Ejidos niet zo zeer hieraan. Ze kauften een vlek land dicht bij Saltillo im Staat Coahuila. Eine ganze Anzahl Families loaden ihre Sachen, Pferd, Rinder en Vadervee en gereedschap in Cuauhtémoc, Chihuahua en vrachtkorn en fuhren van daar am 4. März 1944 met dem Zug auf en trokken naar Coahuila, Agua Nueva, dicht bij Saltillo. Prediger Franz Leven van Rosengart trok ook met doorheen. Deze groep mennonitische vormen vangen op de zogenaamde Saltillo-siedlung moedig aan. De waterleur weer niet diep, zodat de lied schwind jeder einen Wasserbarm merken können. Dat duurt niet lang, wat de mennonitische burgers van Chihuahua en Staat Coahuila getreid, zeiden en woordes merken. Alles ging smak op en de pionieren kikten met moed in de toekomst aan. Aber moed zonk dieper auf naar wenige weken, als jeder buur dat zag, dat barmwater veel te veel zout aan zich had. Dat smak opgewonnen getreid op ihrem land en dat smak opgewonnen gemies in ihre woordes wordt nur een paar weken ganz heel en starf voor zich af. En ik geloof bijna een jaar werden alle lied teruggetrokken naar Chihuahua, buiten een persoon. Franz Leven starf door op de nieuwe mennonitische aansiedlung bij Saltillo, Coahuila en wordt door begraven. De voorsteher er zeker naar siedlungsland voor landloze families ging van niem los. Aber ditmaal vonden ze dat dicht bij thuis. Im Herbst 1945 kauften de gemeenten van de Swift-Current-Kolonie en de Manitoba-Kolonie Toop den 48.000 acre großen rancho Ojo de la Yegua voor 25 pesos den aker. Dat land van diesem rancho wordt aangemeten dat het 12 darpa geven zal. Deze 12 flakke land worden nummers gegeven van 59 tot 70. Dat vlek met dem nummer 64 wordt aber nog eer dort besiedeld wordt, zo aangemeten dat het 2 darpa geeft. Daarin zijn de dorpsnummers 64a en 64b. De dorpsnummers voor deze dorpen worden, wanneer ik dat recht behouden heb, van de eerste siedler en jeder dorp gewählt. Dit Ojo de la Yegua land ligt aangrenzend am noordelijke poort van Springveld, Blomstein, Rüdnerweideland, wat mennonitische burgers al in de aanvangsstaatjaren gekauft hebben van de Zuluaga-familie. Im Norden reikt de Zuluaga-familie ihr land krijgt wat aan dem Ojo de la Yegua land. Dat land van dem Ojo de la Yegua rancho ligt ook tussen twee boeikheden, oder boeischichten, zoals de Manitoba-kolonie Bostillos tolland. Aber dat Ojo de la Yegua tol is veel smaller. De Westboei en de Oostboei liggen hier veel dichter toe. We breken hier weer af, als onze tijd al weer afrandt. Nächstes Mal vertellen wir uns noch mehr von dem Entstehen von der ersten mennonitische Tochterkolonie, der sogenannten Nordkolonie in Chihuahua. Aber nächstes Mal, ich bin hier dran.